Den Titel habt ihr ja vielleicht schon lesen können. Jesus First, zeige uns den Vater. Und wir fangen an mit einem Bibelvers, wo uns in das Thema einsteigt, aus Johannes 14. Wir haben ja gerade im letzten Worship-Song einer der bekanntesten Versen in der Bibel aufgegriffen. Das heisst, Jesus antwortete: Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wenn ihr mich wirklich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Ja, ihr kennt ihn schon jetzt und habt ihn bereits gesehen. Und dann sagt der Philippus, um die Frage, was eigentlich geht, sagt: Herr, zeige uns den Vater, dann sind wir zufrieden. Oder in anderen Übersetzung: zeige uns den Vater, dann genügt es uns. Und es ist interessant, was für eine tiefe Wahrheit und Sehnsucht in einer Frage Ausdruck geben werden. Und das sieht man, die Jünger sind ja mit Jesus unterwegs gewesen, aber in ihrem Herzen war eine ganz tiefe Sehnsucht nach dem: Hey Jesus, zeig uns doch den Vater, dann genügt es uns. Der Vater Gott, der Gott von Israel, der, wo unsere Vorfahren schon nachgefolgt sind. Und wenn wir heute über den Vater Gott, zeige uns den Vater, reden, dann ist mir ganz bewusst, wir alle assoziieren das Bild mit einem Vater. Vielleicht bist du in einer guten Familie aufgewachsen mit einem liebevollen Vater. Vielleicht hast du gar keinen Vater gehabt. Vielleicht hast du einen Vater gehabt, der dich abgelehnt hat. Und das löst ganz viel aus in unserem Leben. Aber ich möchte dich heute herausfordern, mit mir auf eine kleine Reise zu kommen, durch die Message durch, um ein neues Bild von einem Gott als Vater zu malen, wo wahr ist, wo die Wahrheit ist. Und alle unsere Erfahrungen können auf die Seite zu tun und sagen: Also Gott, ich lasse mich überraschen. Ich lasse mich überraschen, wer bist du wirklich? Ich will dich ganz neu entdecken und erfahren. Weil ich muss dir ehrlich sagen, der Gott, der sich als Vatergott vorstellt, der ist daran interessiert, seinen Kindern Gutes zu tun. Der erste Punkt, den ich mitgebracht habe: das Ja Gottes zu seiner Schöpfung. Und verstehst du, das ist die Urfrage, die die Menschen in sich haben, weil unser Leben fängt immer im Kleinen an, im Verborgenen, dunkel, zusammengedrückt, oder? Und irgendwann ist nach einer gewissen Zeit bricht es durch. Also heute Morgen, ich hätte eigentlich noch frei gehabt, aber ich habe meinem Vater angerufen am Morgen um 5 Uhr, ich habe noch eine Ferse, also ein Rind gehabt, das das erste Mal gekalbert hat, bin ich rausgekommen, habe das junge Kälbli in Empfang genommen und habe das auf den Rücken genommen. Du musst dir vorstellen, habe das ins Iglu da und es ist mir etwas aufgefallen. Das Rind heisst Freedom. Also ist nichts anderes, als der Vater heute Morgen zu mir geredet hat und gesagt hat: Heute wird Freiheit noch mal etwas gebären. Heute Morgen. In unseren Herzen. Das ist ein Geschenk. Hey, musst du dir vorstellen, vor 8 Monaten habe ich auf dem Ultraschall so gross gesehen. Ein Herzli. Nichts anderes. Ein Herz, das schlägt. Aber weil die Schöpfung das Ja gehört hat, von dem Schöpfergott, ist das Kälbli gewachsen. Und nach gut 9 Monaten hat das Licht von der Welt erblickt. Genau gleich ist es mit unseren Kindern. Genau gleich ist es mit der Fauna, mit den Pflanzen, mit den Tieren. Du musst dir vorstellen, Mais, du bist jetzt, wenn du das Ding fast siehst, wunderschöne Maisplätze, oder? Die Maispflanzen, wie man natürlich mit Regen und Hitze, dann geht der ab wie Sau. Du musst dir vorstellen, wo wir ihn gesät haben, 5,5 Tage war der Samen draussen gewesen. 5,5 Tage. Aufgebrochen und durchgebrochen. Durch die Dunkelheit ans Licht. Gewaltig, wie der Schöpfergott das Ja auch über diese einzelnen Maispflanzen ausgesprochen hat. Verstehst du? Und ich hatte etwa 50 Jahre, die noch Krähen ausgetan haben. Und dort bin ich dann gar nicht happy gewesen. Dann muss ich wieder mein Flaubert mit dem Zielfernrohr vorholen. Und die sind schlau, die Krähen. Dann musst du mit dem Auto schön fahren. Mein Vater ist gefahren, ich hinten, das Fenster runtergelassen, sauber geschossen. Und dann geht das. Also wir sind auch aufgefordert, das Ja zu bewahren von dieser Schöpfung. Und ich möchte euch ermutigen, wenn wir die Pflanzen anschauen, wir hatten einen riesen Sturm Anfangswoche.
Und die Pflanzen sind gelegen. Ich hatte 2 Meter schönen Mais gehabt. Die Pflanzen sind auf 1,20 durch den Wind gestossen gewesen. Ein trauriges Bild, wenn du an einer Kultur so schaust. Und 15 Hektare, 10 davon sehen so aus. Ich hätte brüllen am Morgen. Aber was ist unsere Antwort? Unsere Antwort ist, der Schöpfergott will, dass wir nochmal das Ja aussprechen über dem Feld. Ich habe meine Familie zusammengepackt in unser Auto hier. Wir sind jeden Platz abgefahren, ausgestiegen und haben nochmal den Atem Gottes in die Pflanze eingeblasen. Und gesagt, ihr kommt in Jesus' Name. Ich hätte ein Foto machen, ich glaube es nicht, er ist schon zur Hälfte wieder aufgestanden. Ich weiss, er kommt in Jesus' Name. Danke. Versteht ihr? Ganz praktisch, du siehst, an einer hundskommunen Maispflanze, dass der Vater ein Ja hat über dieser Schöpfung. Und wie viel grösseres Ja hat er über dir, wenn er schon den Spatzen schaut und sie nicht ihr Fressen zusammensuchen. Wie viel mehr hat er ein Ja über dein Leben und will dich. Weil die Vaterschaft ist das beste Fundament, wo du dein Leben bauen kannst. Er ist im Fall der Ursprung vom Leben. Er ist der Schöpfergott. Ich habe die Heim an meinem Hof mit einem alten Mendel, der so Schwalbennester baut, haben wir eine ganze Reihe Schwalbennester aufgehängt. Weil, hey, das sind meine Freunde, die halten meinen Hof vor Flügen fern. Die kommen im Mai, dann nisten sie mit ihren Jungen. Und was meinst du, wenn du am Morgen um 5 Uhr draussen bist und die Schwalben zwitschern am Morgen? Die singen das Lied dem Gott. Hey, was treibt ihr ohne Essen, ohne nichts am Morgen frisch, fröhlich den Herz pfeifen? Hey, liebe Freunde, ich wünsche euch, dass ihr anfangt, eure Augen aufzutun und im Kleinen von dieser Schöpfung seht, dass Gott ein Ja hat über uns allen. Das ist die grösste Botschaft für die Menschheit, weil es lauert etwas Vergiftetes in unseren Herzen. Wir leben immer wieder von dem Nein her, wo die Welt sagt, wo wir selber über uns aussprechen, wo unsere Nächsten oder Leute, wo wir unterwegs sind, immer wieder Nein, wenig, das kannst du nicht. Aber bei Gott leben wir unter einem Ja, das unzerbrüchlich ist. Er hat ein Ja in alle Ewigkeit. Amen. Ist eben nicht ein Ja mit Bedingung. Und ich kann dich beruhigen, auch nicht ein Ja auf Widerruf. Sondern, wenn du dein Leben anfängst aufmachen für das Ja von dem Vater und sagst, ja, ich will es annehmen, ich glaube es, ich will es erleben, wie der Geist Gottes den Samen von dieser Kindschaft in unsere Herzen stiftet. Und das macht er kontinuierlich mit Ermutigung und Sachen, die in unser Herz kommen, durch die Schrift, wenn wir die Bibel lesen, das ist die Wahrheit. Und es baut unser Herz auf. Und dann lesen wir im Psalm 116,7, und das wünsche ich mir für euch alle zusammen heute Morgen. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Und das will ich dir noch mal zusprechen in diesen stürmischen Zeiten. Deine Seele soll zurückkehren zu dieser Ruhe im Vater, wo Ja gesagt hat von Anbeginn der Schöpfung. Egal, ob du sagst, ich bin im Fall nur ein Unfall. Es gibt keinen biologischen Gerbs, wo man sich entschuldigen muss, wenn er rausrutscht. Du bist im Fall gewollt. Und für das will ich dich einfach ermutigen, am heutigen Morgen. Weil wenn du das Ja hast und gegründet bist und weisst, dein Gott versorgt, er ist da und hat ein Ja, auch wenn es stürmt. Willkommen, wir sind alle im gleichen Boot. Aber wir ermutigen uns gegenseitig immer wieder. Und dann ist es wie die Woche, wo ich an dem letzte Woche am Abschlussessen war von meinem Sohn, der in einem Förderprogramm im SCK am Fußball spielt. Und meine Frau geht eigentlich immer an die Match, weil ich eigentlich immer am Arbeiten bin. Und dann bin ich dort hingegangen, weil er sich das gewünscht hat, bin ich mitgegangen am Abend. Und ich habe ja die Trainer und die Familien eigentlich nicht gekannt. Und dann komme ich dort hin und sage, du bist der Papi vom Caleb. Und alle kommen zu mir und sagen, hey, das ist so genial, wie dein Junge reingeht. Gegen die 2 Jahre Älteren, der zieht nicht zurück. Der geht voll rein, der hat keine Angst. Und du weisst, als Vater bist du dort und du wirst immer grösser und denkst, danke Jesus, mein Sohn, wunderbar. Und dann sind wir heimgefahren, bevor wir auf den Quad gestiegen sind und zusammen heimgefahren sind. Habe ich ihn angeschaut und gesagt, Gareb, ich muss dir ehrlich sagen,
Ich bin so stolz auf dich, wie du einfach mit Leidenschaft alles reinrührst in diesen Trainings, in diesen Spielen. Keine Angst hast, auch gegen die Grösseren nicht zurückziehst. Das habe ich immer noch mit. Ich spiele immer noch Seniorenfußball. Einfach nie zurückziehen. Immer schön voll durchziehen. Das ist wichtig. Ich spiele seit 15 Jahren Fußball und noch nie verletzt gewesen. Einfach nicht durchziehen. Und dann schaut der kleine Bub 7 mich an und sagt, ja Papi, ich muss ja gar keine Angst haben. Jesus beschützt mich ja. Ich kann ja voll rein. Es ist ja kein Problem. Und ich bin dort und etwas ist mir aufgegangen. Der Bub hat einen Samen in seinem Herz, ein Grundvertrauen. Der Gott, der Vatergott, der Jesus verhebt, der beschützt mich. Und das wünsche ich dir für meins und für dein Leben. Und weisst, wir da, viele von uns Familien, viele von uns Kinder oder auch Beziehungen, bist du der das Ja stiftet in die Herzen von diesen Kindern? Bist du der bewusst deine Kinder am Morgen, ob du dich fühlst oder nicht, anschaust, umarmst? Das Erste, was meine Kinder machen, wenn sie mich sehen am Morgen, sie kommen und umarmen mich. Warum? Weil sie immer wieder hören wollen und ich es gern sage. Es ist im Fall recht, wie du bist. Ich habe dich gern. Du bist im Fall super. Du bist im Fall eine wunderbare Tochter, ein wunderbarer Sohn. Und ich kann euch sagen, wenn wir das anfangen zu kultivieren, dann wird der Vater im Himmel jubeln, weil er stiftet das Ja auf uns Menschen. Nicht, dass wir selber uns grösser fühlen, sondern dass wir das Ja weiter stiften. In unsere Familie, Freunde, wo wir unterwegs sind, aber auch Kinder. Und da will ich euch so ermutigen in dem hinein. Der zweite Punkt. Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht. Johannes 5, 22 bis 23 lesen wir. Und der Vater richtet niemanden, sondern das Gericht hat er ganz in die Hände seines Sohnes gegeben, damit alle den Sohn ebenso ehren, wie sie den Vater ehren. Doch wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Verstehst du? Es gibt nicht viele Wege zum Vater. Es gibt genau einen. Und der ist saumässig eng. Sein Name ist Jesus Christus. Durch Jesus durch sein Opfer kommst du durch. Und du zwängst dich durch wie so ein schmales Ding und du kommst durch Jesus und es erwartet dich Freiheit im Reich Gottes. Es erwartet dich Frieden, Annahme, Barmherzigkeit, Vergebung, Freude am Leben und Hoffnung, die über den Tod ausgeht. Aber es gibt nicht viele Wege. Es gibt einen Weg, liebe Freunde, heute Morgen. Ein Weg. Sein Name ist Jesus. Der König der Juden. Er ist es, der der Weg ist. Und er lässt uns alle zusammen ein, ihn als Tor zu nehmen und durch ihn durchzugehen. Freigewaschen von aller Sünde. Halleluja. Verstehst du, dir ist alles gern vergeben, weil in Micha 7,18 lesen wir, wo ist ein Gott wie du, der die Sünden vergibt und die Missetaten seines Volkes verzeiht, der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Freunde, Gott ist nicht da und denkt, Scheibe, jetzt muss ich noch vergeben, jetzt muss ich noch barmherzig sein. Du hast es wirklich vergeigt. Der Vater im Himmel freut sich, Barmherzigkeit zu zeigen seinen Geschöpfen. Hey, das ist eine sehr gute Botschaft heute Morgen. Es gibt keine hoffnungslose Fälle in diesem Raum und auch du, der zuschaust, nicht über den Livestream. Hoffnungslose Fälle. Wenn du glaubst, du bist ein hoffnungsloser Fall, sage ich dir, hör auf zuhören. Hör auf zuhören an dieser Stimme von der Hölle, die nicht wahr ist. Wahr ist, dass der Vater gern Barmherzigkeit zeigt im Leben. Das ist das, was die Schrift sagt. Und wir glauben, was die Schrift sagt. Und da will ich dir so ermutigen, anfangen, das zu realisieren. Er vergibt gern. Wo ist solch ein Gott, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes? Freunde, wenn wir das anfangen, in unser Herz hineinnehmen, dann werden wir wie Kolosser 2,7, werden wir unsere Wurzeln tief senken in Jesus. Und wir werden anfangen erkennen, was er für uns da hat, damit wir jetzt Kind vom Vater dürfen sein für immer. Und die Vaterschaft mit dem Ja für immer steht. Und wir werden uns freuen und unser Leben wird überfließen in Dankbarkeit. Du kannst gar nicht anders als dankbar sein, weil du weisst, Tod, wo ist dein Stachel, Tod, wo ist dein Sieg? Der Tod hat nichts mehr zu tun mit meinem Leben.
Da ist eine temporäre Zeit auf dieser Erde und irgendwann werden wir durchbrechen in die Ewigkeit und werden dem Vater von Auge zu Auge. Eines Tages werden wir den Vater sehen. Halleluja. Ich sage euch, ihr könnt euch freuen. Also ich freue mich. Ich sage euch, alle Tränen werden abgewischt. Jede Frage wird mit seiner Liebe überdeckt werden. Freut euch auf den Tag und baut jetzt schon da, im Heute und Jetzt, euer Leben auf das Ja von dem Schöpfergott, das er ausgesprochen hat, wo du gezeugt worden bist, im Bauch von deiner Mutter angewachsen bist und er dich schon zusammengebaut hat und gewusst hat, was deine Bestimmung ist. Der dritte Punkt. Amen. Unser Vater ist der gleiche. Unser Vater ist derselbe. Hebräer 13,8 heißt es, Jesus Christus ist gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Genauso kannst du das mit dem Vater, genauso kannst du da den Heiligen Geist einsetzen. Er ist konstant. Er ist nicht emotional getrieben. Manchmal so, manchmal so. Kennst du? Hey, es läuft super, die Kinder sind super, Zweig, alles ist gut und innerhalb von einer halben Stunde brennt das Haus. Und du denkst, was ist passiert? Und du bist auch auf 180 und die Nerven sind dir auch nicht durchgelaufen. Hey, das kennen wir alle. Aber bei Gott, er ist konstant. Er kann uns handeln. Er kann unsere Sachen handeln. Und ich möchte euch ermutigen, wir machen etwas miteinander jetzt. Und zwar in der Vorbereitung zu dieser Message ist mir ein Lied aufs Herz gekommen. Ein älteres Lied, das ein Joachim Neander vor 350 Jahren, gut 350 Jahren geschrieben hat. Der Mann ist 30 geworden, der im 15. Jahrhundert gelebt. Und du musst dir vorstellen, der Mann hat etwas ausgedrückt in diesen Versen, wo uns aufzeigen soll, dass im Fall der Vatergott vor 350 Jahren genau der gleiche war wie der jetzt im 2023. Und das ist noch krass zum Überlegen. Also, die Worship-Songs, die wir singen, das haben dann nicht wir erfunden. Es ist wunderbar, die neuen Songs, die wir haben im 2023. Aber die Menschen, die vor 350 Jahren gelebt haben, haben die gleichen Worte sind aus ihren Herzen rausgeflossen, weil sie den Gott kennt haben. Der Joachim Neander ist nur 30 geworden. Hat das Lied nicht einmal geschrieben für den Gottesdienst, sondern ein Lied zu singen für auf Reisen. Hey, da hat es noch kein Uber gegeben. Da war man noch zu Fuß unterwegs gewesen. Und man hat die Songs miteinander gesungen oder alleine, mit diesen eingehenden Melodien und mit diesen Worten, die Wahrheit etwas ausgedrückt haben aus dem Herz, wo fest geworden ist. Und ich bin so happy, dass wir jetzt 3 Strophen von diesem Lied werden miteinander singen, werden es auf dem Screen haben. Du kannst einfach sitzen bleiben, du kannst mitsingen, wenn du kennst, mitsummen. Du kannst es einfach auf dich wirken lassen, aber es soll dir etwas aufzeigen. Los drauf, was er gesagt hat. Hat im Fall nicht jemand geschrieben vor 12 Jahren, irgendwo in einem Bibelcamp, sondern vor 350 Jahren, wahrscheinlich in einem alten, irgendwo in einem Bauernhaus neben draussen in Deutschland, hat ein Mann sein Herz geöffnet für den Gott und etwas aus seinem Herz heraus anfangen aufzuschreiben. Also lass uns die 3 Strophen miteinander singen. Lobet den Herrn, den mächtigen König der Ehre. Lob ihn, o Seele, vereint mit den himmlischen Heeren.
der dir mit Liebe begegnet. Lobe den Herrn, was in mir ist, lobe den Namen, lob ihn mit allen, die seine Verheißung bekamen. Er ist ein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Wow. 350-jährig und noch nichts eingebüßt von der Salbung, nichts eingebüßt von der Wahrheit. Liebe Freunde, manchmal ist es gut, wenn wir auch wieder uns solche Lieder vor Augen führen, um zu sehen, die Menschen haben den genau gleichen Vater im Himmel geliebt, wie wir ihn lieben. Und es war für mich so eine Ermutigung gewesen. Danke so viel mal, Band, dass ihr uns da mit reingenommen habt. Wir kommen noch zum letzten Punkt, und zwar die Freude des Vaters zu sehen, wie seine Kinder überwinden. Und das ist einer von meinen Lieblingsverse, Lukas 12,32, was heißt: Hab also keine Angst, kleine Herde, denn es macht eurem Vater große Freude, euch das Reich Gottes zu schenken. Versteht ihr, was das heißt? Es macht unserem Vater große Freude, sein Reich uns zu schenken, wo besteht aus Barmherzigkeit, Frieden, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Es ist ein riesiges Geschenk, einen Vater zu haben, der seinen Kindern gute Gaben zu geben weiss. Und unser Vater freut sich, wenn wir überwinden können. Und wir alle haben doch Sachen, die wir überwinden in unserem Leben. Und es fängt alles an in dem, dass das Ja von dem Vater unser Fußboden ist, wo wir gegründet sind und nicht durch den Spalt durchgehen können, sondern wo es einfach gesetzt ist, wo Gott uns mit Barmherzigkeit begegnet. Und ich habe in den letzten Wochen in der Vorbereitung auf die Predigt auch immer wieder Gespräche mit Menschen, die sagen: Hey Dom, ich will da und da noch weitermachen, ich will da noch überwinden. Ich weiss nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ist das der richtige Weg, der Job, das, was ich jetzt mache? Was ist meine Bestimmung? Was will Gott mit meinem Leben? 1. Petrus 2,21 heißt: Dieses Leiden gehört zu dem Leben, zu dem Gott euch berufen hat. Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Im Englischen heißt es, what's my purpose? What is my destiny? Your destiny. Suffer for doing good. Also leiden, weil man Gutes tun. Und das ist nicht Leiden, wo Krankheit gemeint ist, sondern das ist, hey, nicht jeder wird applaudieren, wenn du sagst, Jesus ist König. Nicht jeder Nachbar wird dir auf den Rücken klopfen und sagen, super, dass du Jesus nachfolgst. Nicht jeder wird sagen, wenn du sagst, hey, ich bin so froh, dass der Vater im Himmel Mann und Frau geschaffen hat und nichts zwischendurch. Hey, das ist herrlich, aber nicht jeder wird dir applaudieren. Aber ich will euch ermutigen, die Bibel sagt uns, freut euch, damit ihr ein bisschen Ablehnung erleben dürft und ein bisschen etwas mittragen von dem, was Jesus an Schande und Schmach an dem Kreuz getragen hat. Hey, das ist im Fall nochmal ein Ritterschlag von dem Gott, dass er sagt, ich traue euch das zu, dass ihr ein bisschen Ablehnung und ein bisschen Missgunst und auch wenn Leute schlecht über euch reden, dass ihr das mit Würde ertragen könnt. Als eine Freude, dass Gott uns würdig erfunden hat, für die Wahrheit anzustehen. Und wir segnen die Menschen. Wir segnen die, die uns Böses tun. Wir tun Gutes mit Bösem vergelten. Wir tun das Gute sprechen über den Menschen. Damit sie auch durchbrechen ins Licht und in die Freiheit. Und das ist die Wahrheit. Hey, das ist so eine Ermutigung. Hey, das ist so eine Ermutigung, können dürfen immer wieder sagen, Jesus, du erachtest uns für würdig, dass wir dürfen überwinden und anstehen für die Wahrheit und dafür auch mal ein bisschen Ablehnung erleben. Hey, das ist herrlich, ich sag das.
Es ist so herrlich, dass wir mit Jesus eben in dieser Freiheit leben und auch wissen, auch sein Leiden dürfen wir auch noch ein bisschen mittragen, weil er uns für würdig empfunden hat. Und der Punkt, mit dem ich abschliessen am heutigen Morgen, der uns beruft, ist auch der uns versorgt. The caller is the keeper. Der uns beruft, ist auch der uns versorgt. Wenn du dein Leben anfängst aufmachen für das Ja von dem Gott, egal was deine Gedanken sind, egal was deine Sachen sind, wo du dran bist, dass du dich anfängst auftun in deinem Herz mit all deinen Sachen und sagst, ich will mein Leben gründen auf dieser Vaterschaft, auf dem unzerbrüchlichen Ja, wo Gott über mein Leben hat, wo der Vatergott, der die Welt geschaffen hat, über mich hat. Wenn du anfängst, dort anfangen und deine Gedanken erneuern und dir das immer wieder zusprechen lassen und dir selber auch sagen und immer auch wieder die Bibelverse anschauen, was heisst im Epheser 1, ich habe im Fall Freude gehabt, dich als mein Kind anzunehmen. Und entweder ist das die Wahrheit oder es ist eine Lüge, aber ich kann es euch sagen, es ist die Wahrheit. Und wenn du anfängst im Geist zu leben, heisst das nichts anderes, als ich fange an, in Übereinstimmung mit der Wahrheit zu leben. Mit dem, was die Schrift sagt, fange ich an zu sagen, ja, das stimmt für mein Leben. Und deine Gründe, dein Fundament wird fester und fester und fester. Und der Vatergott kann seine Güte mehr und mehr über dein Leben ausgießen. Der uns berufen hat, ist auch der uns versorgt. Der uns berufen hat, ist auch der uns versorgt. Und was ich mir wünsche für alle zusammen heute Morgen, ist, dass wir wie ein neues Fenster überkommen. Auch in unserem Herz. Dass etwas tief fest werden kann. In unseren Herzen. Es ist im Fall möglich, mit Würde und in Freiheit dem Gott zu dienen auf der Erde. Als ein Sohn und als eine Tochter. Ich möchte abschließen mit einer Geschichte, die mich unglaublich ermutigt und auch bewegt hat. Vor ein paar Wochen, am 23. April 2023, ist der Gary Keller gestorben, ein geistlicher Vater für die Schweiz, aber nicht nur für die Schweiz, hat Einfluss gehabt auf der ganzen Welt. Ich weiss nicht, ob du ihn kennst oder nicht, ist eigentlich auch egal. Er ist 92 geworden. Und mein geistlicher Vater, der Willi, hat mir 2 Tage nachdem er gestorben ist, angerufen. Wir haben ein bisschen darüber das geredet. Und er sagt, er war 40 Jahre ein guter Freund von Gary. Und er sagt, ich bin 4 Wochen vor seinem Tod mit der Gertrud noch bei der Lilo und beim Gary auf einen Kaffee. Und wir waren dort und wir haben einen Kaffee genommen miteinander. Und es war so eine gute Zeit. Und der Gary, plötzlich schaut er mir tief in die Augen und sagt mir, Willi, ich gehe heim. Ich habe Jesus gesagt, er soll mich holen. Er hat es 2-mal gesagt. Du wirst mich nicht mehr sehen. Ich gehe heim. Und 4 Wochen später konnte er von dieser Erde gehen. Jetzt frage ich euch, was für ein Ausblick. Was für eine Würde, von dieser Erde zu gehen. Und das wünsche ich mir für uns alle zusammen. Dass wir den Gott so intim erleben und erfahren, dass wir einmal sagen können, ich bin parat, Jesus. Es ist gut. Ich habe die Sache gemacht, wo du mich da auf der Erde platziert hast. Und glaub ja nicht, dass die kleinen Sachen, die du machst, nicht wichtig sind im Reich Gottes. Die Anrufe, das Nachfragen, die Ermutigung, die Gebet. Gott rechnet mit dir. Und ich will beten zum Abschluss für uns. Und will einfach etwas freisetzen in unsere Herzen von dem Ja von dem Vater. Und du hast vielleicht etwas, das dich noch zurückhebt und denkst, aber es geht doch nicht, aber warum Gott? Ich will dich ermutigen. Mach dein Herz auf. Lass die Liebe von dem Heiligen Geist in dein Herz einkommen, damit etwas weggewaschen werden kann. Damit Fragen an die Oberfläche kommen und weggeschwemmt werden von seiner Liebe. Weil Gott nur gut ist und nur Gutes tut. Heb deine Hand aufs Herz, wenn du das willst. Ich bete. Vater aller Vaterschaft, ich danke dir für jeden Einzelnen, der da ist, für jeden, der zuschaut. Ich will euch einfach segnen mit dieser Liebe, mit dem Ja von dem Schöpfergott über eurem Leben. Ich brich jedes Nein,
wo ausgesprochen worden ist, wo Lügengeister immer wieder in dein Herz, in deine Seele und in deine Gedanken stiftet. Jetzt ist Schluss im Namen von Jesus Christus. Und ich bete, dass die Liebe vom Vater zunehmen in deinem Herz. Dass du kannst sehen an den kleinen Sachen von der Schöpfung, dass Gott im Fall ein Ja hat und dich nicht vergessen hat. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du den weisen Geist wegnimmst und uns einen Geist von der Sohnschaft und der Tochterschaft schenkst. Und wir den jeden Tag immer wieder neu annehmen und gegründet sein in einem Fundament, wo ein Vater Gott sagt, hey, es ist im Fall gut, gang vorwärts, nimm Land ein, hey, super, wo du dran bist. Wir brechen jedes Nein über euer Leben. Im Namen von Jesus Christus. Ich sprich das Ja aus. Im Namen von Jesus Christus. Danke so viel mal für alles, was du tust in unseren Herzen. Ich bete, dass der Find keinen Samen rauben kann. Dass alles aufgehen kann. Und alles Frucht bringen zu seiner Zeit. Wie dem Mais nach 5,5 Tagen. Oder auch etwas anderes, das monatelang im Boden muss sein, bis es durchbricht ins Licht. Danke, Jesus. Wir ehren dich, Vater. Und wir danken dir, dürfen wir deine Kinder sein. Was für ein Privileg. Der Schöpfer vom Universum, unser König, unser Vater, der immer Ja hat, wo wir jedes Mal kommen können, der Ausschau haltet, wie der verlorene Sohn, der Vater, Ausschau haltet, wo sind meine Kinder? Und dich gerne an sein Herz zieht. Ich segne dich in Jesus' Name. Amen. Lass uns aufstehen miteinander, dem Gott eine Antwort geben in unserem Herz. Der gute Vater. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are, and I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I Ich habe noch einen Eindruck gehabt. Und zwar, du sagst jetzt vielleicht, wie kann ich das zu Hause praktizieren? Ich will dich herausfordern, wenn du heimgehst und heute Abend, bevor du ins Bett gehst, hock an deinen Bettrand an. Schau einfach in den leeren Raum raus. Vielleicht nimmst du auch Epheser 1 zur Hand und hilfst dir und liest dir das mal durch. Und dann red raus. Red mit ihm, er ist näher als die Aussprache von seinem Namen. Sag, Vater, also wenn du wirklich so gut bist, zeig's meinem Herz, bitte komm auf mein Leben. Es tut mir leid, wo ich immer dem Nein geglaubt habe.
Danke, vergisst du gern. Komm in mein Herz. Ich verspreche dir, die Gegenwart von Gott wird sich manifestieren und wird auf dein Leben kommen, wie ein frischer Tau am Morgen. Wie es in den Klagelieder 3 heisst. Seine Barmherzigkeit, seine Gnade ist jeden Morgen neu, taufrisch. Und das ist etwas, das du immer wieder praktizieren kannst. Da brauchst du nicht jemanden, der das macht für dich. Red doch wieder, der Schnabel gewachsen ist. Red doch gerade raus. Der Gott lässt nicht auf schöne Worte. Der Gott lässt auf eine Herzensbotschaft, auf einen Herzenswunsch. Vielleicht hast du Ablehnung erlebt. Er wäscht mit seiner Welle von der Liebe alles weg. Damit du kannst ankommen in dem Haus vom Vater. Und für das segne ich dich. Ich kann es nicht machen für dich, aber du kannst es machen. Und der Vater wird antworten. Amen.